30. gibt es euer neues Album, Bonner Party. Ihr habt schon mal reinhören dürfen. Ich finde, es fetzt. Erzählt so ein bisschen was dazu. Einfach mal so. Zum Album allgemein. Ja, Titel Bonner Party ist ja eigentlich in Russland entstanden. Durch das, dass wir da so finnische Band kennengelernt haben, die brutal drauf waren, und mit denen haben wir einfach 4 Tage lang gefeiert. Bonner Party gemacht und dann irgendwann ist einer da rausgeschossen in seiner guten Laune und hat da damit angefangen, und dann haben wir mit denen jeden auf Nacht gejammt und haben wir Musik gemacht, und ja, dann ist das Bonner Party irgendwie entstanden. Und dann also wir sind jetzt keine Band, wo irgendwie 30 Songs schreibt und dann gerade 12 veröffentlichen. Es gibt oft mal so Ideen, und das liegt dann zur Seite oder was, und das interessiert ja keinen, solange das nicht fertig ist. Aber zum Album hat meistens jeder immer so ein paar Sachen parat, und dann. Was ist neu am Sound? Warum müssen die Leute das auch unbedingt noch haben? Der Sound ist ja trotzdem noch typisch. Der Sound ist auf jeden Fall typisch geblieben, weil da haben wir auch drauf bestanden, und da wird man weiterhin drauf bestehen, dass Django seinen Sound weiterhin behält. Weil das ist ja eben das, was Django ausmacht. Die Scheiben ist jetzt vom allgemeinen Sound ein bisschen fetter aufgenommen worden, fetter produziert worden. Er hat da riesengroße Streicher ein bisschen im Hintergrund gemacht oft und so. Ja, wir haben viel Zeit investiert in Sound, sag ich jetzt mal, wo wir anfangs erstmal den richtigen Weg haben finden müssen bei den ersten 2 Alben. Aber jetzt, glaube ich, haben wir so unseren Sound gefunden. Einen Song, wo ihr sagt, das ist mein Lieblingssong da drauf, weil der ist für mich irgendwie ganz speziell. Also mir hat jetzt zum Beispiel am besten, das hast du schon gehört, den finde ich geil. Den Ballade ist was für die Mädels. Sagen wir mal so, die, wo wir live spielen ist, das sind hübsch die ersten 6 Nummern von der Platte, die werden wir live spielen. Mag ich auch fast jede Nummer. Die ersten Blären mag ich auch gerne, weil das haben wir auch ganz gut. Aber mit dem Orchester da und so hat er auch geschrieben. Hat einen guten Drive gehabt. Und das ist ein bisschen außergewöhnlich für uns. Also es ist, geht schon sehr, sehr stark in die Rockrichtung. Gibt es noch eine lustige Geschichte, irgendwas, wo du sagst, bei den Aufnahmen, bei den Produktionen ist irgendwas passiert, was natürlich niemals an die Öffentlichkeit darf? Und dir erzählen wir es, nachher bleibt es natürlich bei dir. Ja, natürlich. Wir sind ja nur mit der Kamera da und sonst nichts. Ich weiß nicht, ich sag mal so, im Jumpsuit hätten sie mich nicht unbedingt fotografieren sollen. Weiß mit amerikanischer Flagge, ganz wunderbar. So wie es halt für einen Bayern typisch ist. Ja, ich wollte jetzt fragen, ist das ganze Leben und euer Leben eine Party? Jetzt immer Vollgas? Nein, es geht ja nicht nur um Party, es geht ja allgemein um das Lebensgefühl. Weil ich meine, ja, so wie schon im ersten Album gesungen wird, wenn du stehen bleibst und so weiter, du lebst halt irgendwie nichts, und jetzt einfach da auch mit dem Stor aufs Gaspedal, das so schön nach vorn, ne? Weil irgendwie rückwärts fahren und so, das macht eigentlich kommt man nicht voran, gell? Ja. Jetzt war es Finnland, Russland unterwegs, wie reagiert man aufs Bayerische im Ausland? Super, wie wenn man Englisch singen darf. So. Weil die haben das ganz normal aufgenommen. Eigentlich überall, wo wir bis jetzt gespielt haben. Das hat, aber uns ist auch schon tatsächlich passiert, dass die manche gekommen haben und dann gefragt haben, was war das jetzt für eine Sprache? War das jetzt Englisch oder so? Okay. Wenn ihr unterwegs seid, als Bayer ist man ja schon gern so, dass man den Leuten auch mal ein bayerisches Wort beibringt. So, Katzelschwarf oder irgendwie sowas. Habt ihr sowas, was sagt, das musst du mitnehmen? Ja, am ersten Rico stand die Herrschaftszeiten. Ja, ich habe euch auch schon live gesehen, da fetzt auf das war am Tollwood, einmal auf der Pressekonferenz erst und danach auf dem Tollwood. Tollwood, genau. Mein erster Gedanke war, verrückt, narrisch, aber saucool. Sind das Attribute, mit denen ihr okay seid? Doch. Ja? Laut haben wir noch gerne noch. Laut auch noch? Ja. Ruhig und laut. Lautstärke ist wie im Rockkonzert. Ja, aber auf dem Tollwood macht ja keinen Sinn. Auf dem Tollwood haben wir nicht so laut dürfen, das war ein bisschen... Die haben so begrenzt, was schon Tollwood Jetzt habt ihr dann eine Tour, relativ viele
Konzerte, Ja, wie steht das durch? Wie hat man so ein straffes Programm durch? Ja, ich habe mir halt einen neuen Koffer gekauft, dass ich da meine ganzen Utensilien unterbringe. Ja. Utensilien? Ja. Was sind das für Utensilien, mit denen man durchhält? Ja, also wir haben uns vorgenommen, dass wir uns auch kulinarisch ein bisschen ausrüsten. Gell? Kochplatte fürs Hotelzimmer, Wasserkocher haben wir dabei. Was haben wir noch alles dabei? Besteck, meine Ja, Essstabal und meine Besteck, genau. japanischen Schälchen. Ja, Was man halt so braucht. Du musst vorbereitet sein. Ja, eben. Du auf musst jede Sachen dabei haben, Eventualität. Genau. wo sich ein mancher vielleicht denkt, dafür was brauchst du das? Ja, Wer dabei weiß. haben wir das, Ja. weißt du, weil wenn mir das halt in den Sinn kommt und ich hab's nicht dabei, werde ich nervös. Das ist aber- Und dann leidet die ganze Show drunter. Jetzt seid ihr ja unfassbar reich und unfassbar berühmt. Gibt es Ja, ja. trotzdem noch irgendwas, was ihr euch wünscht? Naja, das ist eben, ich möchte berühmt sein und reich möchte ich sein. Nein, das Sagt ist das ja jetzt? Quatsch. Das habe ich gerade gesagt, ihr seid das schon. Ist glücklich und gesund Ja. möchte man sein. Das andere, das passiert dann schon. Ja, Wenn wir man schauen, dran dass wir- arbeitet. Schauen, dass wir so lange wie möglich Freude Ja. haben, Ja. auf der Bühne haben. Also das ist, glaube ich, das Glücklich und Allerwichtigste. gesund, mehr da brauchst du nicht, weil das andere, das lacht dann schon. Geht ihr euch manchmal auf den Keks, wenn es jetzt die ganze Zeit jetzt Studioaufnahmen, Tour, man hängt ganz voll zusammen? Freilich. Schon, oder? Ja. Und dann? Es war, Schreibt es mir und dann ist Ja. es gut. es war ja gelungen, wenn man. Nein, so wird das war ja. Kann ja sein, dass ihr so friedliebend seid, dass Hm. ihr euch gegenseitig dann... Wir haben letztens gesagt, das Streiten ist ja so schön, weil der Versöhnungsex dann. Eigentlich eine letzte Frage noch. Ein weiser Satz von Bayern für Bayern. Was? Ein weißer Satz von Bayern für Bayern. Ja. Oh, guck. Spezialist. Scheiße, da nichts, da fällt dir nichts. Sehr schön. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das stimmt. Jetzt Ist muss ich echt schlecht. überlegen, ob ich schnell ausneise. Ich hab da nämlich schon Sehstärke drin, siehst du das? Ja, Magazin 4. Vom 4er Magazin. Vom 4. Magazin. Magazin Nummer 4. Bieten für Schneehaut. Ich fang nur mal von no. Alles was gestern war, das lass ich nimmer an mir.